Die Zeit der Ausreden ist vorbei. Nun wird richtig heftig gefightet und zwar auf der ganzen weiten Welt. Willkommen zurück hier bei Super Smash Bros. In 3DS, doch diesmal endlich im Online-Let's Play. Ja, es gibt viel zu zeigen, gegen Freunde, Eroberung, nur zuschauen. Ich denke mal, zuschauen im Verlauf des, einfach am Ende des Let's Plays noch, also des Ende des Parts natürlich noch ein bisschen macht, zum Gucken, wie es aussieht und so, was andere so machen. Eroberung wäre auch noch was ich glaube auch eher später im Let's Play noch machen würde oder zeigen möchte. Freunde momentan gar kein Online und deswegen, würde man sagen, beliebiger Gegner. Und zwar kein Geplänkel, auch das können wir später machen, so ein paar beliebige Parts davon. Aber jetzt mal wirklich hart aufhalten, so 1 gegen 1, ohne Items auf der Omega Stage, so wie es auch sein soll. Ich habe gerade eben noch einen Übungskampf gemacht, um mal zu gucken, funktioniert alles so von der Technik her. Es klappt soweit auch, was ich aber gesehen habe, was ein bisschen irritiert hat. Anfang des Kampfes war die Verbindung super, kein Problem, dann plötzlich hatte ich wieder eine Millisekunde hinterher, oder? Plötzlich Verzögerung drin, dann plötzlich eine halbe Sekunde und dann wieder normal, also von dem her können natürlich Befehle plötzlich mal zu früh ankommen und zu spät ankommen, da, aber das Gefühl ist irgendwie alles möglich. Was natürlich ein bisschen schräg ist, aber naja. Es sind wie gesagt Online-Kämpfe und mit dem muss man halt ein bisschen rechnen, auch in der heutigen Zeit noch, dass es halt ab und zu ein bisschen ruckeln kann und ja, wie gesagt, darauf muss man sich einfach irgendwie gefasst machen. Und denke mal, strategisch kämpfen kann natürlich trotzdem, sprich es sollte, auch wenn es Verzögerung gibt, soll natürlich trotzdem keine Entschuldigung sein. Und schon geht's los mit dem eigentlichen Kampf. Kampf wollte ich sagen. Kein von schlecht. Mit dem eigentlichen Kampf. Oh nein, gegen Link. Hatte ich gerade vorhin schon mal. Wow, war das gerade? Momentan ist die Verbindung gerade gut. Das nutzt es gerade aus. Boah. Ein bisschen langsam war. So Leute, Schluss mit lustig hier. Was machst du da unten? Keine Ahnung. Das bringt dir nichts, Andrea. Wow. Den Sonic mag es natürlich in die Fresse. Nein! Ah, verdammt, da war ich jetzt. Das war jetzt mein Fehler. Ausgetrickst. Oh, Hilfe! Das war knapp. Oh, das war zu knapp. Das war mein Denkfehler. Also natürlich, ja, Denkfehler. Ja, was ein Denkfehler? Das war eigentlich eher ein Controllerfehler. Also nicht Controller natürlich, von wegen ja Hardware-Schuld. Nee. Hat einen falschen Befehl gegeben. Das war's. Der hat zum Glück kenne ich Link ein bisschen. Natürlich schon immense Vorteil, wenn du den Charakter kennst, gegen den du fightest. Das gehört natürlich zur Erfahrung dazu. Der jetzt vermutlich gerade, scheiße, das mache ich die ganze Zeit, ich komme gar nicht dran. Pechmann! Ich sag ja, ich kenne Link. Ja, da war jetzt, ja, war mein Fehler, hätten eigentlich rausboxen sollen. Ich will noch ein bisschen mit dir, aber. Nee, natürlich nicht. Sie hat natürlich verdient, dass ich richtig fighte. Und tschüss. Also im Kampf jetzt echt eine Verbindung optimal. Sonic, du bist ein bisschen großspurig, Kumpel. Das war nicht eher ein bisschen zu leicht, der war nur teilweise ein bisschen gefehlt. Nee, aber sonst war ein schöner Kampf. Zugeben. Vielen Dank, Andrea. Willst du noch einmal oder hast du genug von mir? Ja, Ergebnisbildschirm ist noch drin, okay. Da gehe ich mal ein bisschen durch, wir haben momentan Top 6. Wobei, also verrückt ist ja, ich sage Top 6, oder? Natürlich Sonic auf Stufe 6 von mir. Und Shulk auf Nummer 1. Was aber eigentlich eher die Beliebtheitsskala ist, weil mit Shulk momentan viel mit Sonic natürlich kann ich momentan viel besser kämpfen als mit Shulk. Trotzdem ist er die Nummer 6 und er Nummer 1, also gut, kommen wir zu Nummer 5. Mein Glurak.
Bei ihm ist vor allem der Seitensmash. Der ist gefährlich, Alter. Oh je, gegen Nest. Das kann was werden. Siehst du, kann ich auch. Mein Feuer ist größer. Haha. So, das wäre Nest. Nein, Picke Feuer! Ja, Picke Frost kannst du vergessen, Kumpel. Ja, sie kennt Glurak scheinbar auch. Das war eine Kuh. Die kommen jetzt vor allem fies. Kumpel? Ich wollte gerade sagen, Glurak. Du wolltest die ganze Zeit mehr nichts mehr machen. Hat die mich echt eine Endlos-Kombo drin? Na, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Und tschüss, Ness. Das war die Nummer 1. Ups, auch mein Fehler. Bist du früh? Ja, verdammt. Immer müssen den B nach oben Move machen. Mache ich so selten, aber kommt es auch nie dazu. Nein, jetzt schon wieder. Was auch eher selten macht, man sieht es gerade. Grabben, das ist eigentlich eher der Grund, weil ich es meistens vergesse. Da hat der Pike Thunder, ey. Oh, die kennt mir mittlerweile. Ja, Glurak, mach keinen Quatsch! Oh verdammt, oh, das war mein Fehler. Ich kenne nicht mehr ran. Okay, Kumpel. Schluss mit lustig. Mann, ich hasse die Kombi. Was ist das plötzlich? Mit Verbindung, ich weiß nicht gerade, ob es eine Übertragungsrate war oder aber... Also sprich natürlich vom 3DS zum PC oder ob es am 3DS selber lag. So. Nein! Glurak! Oh. Das hasse ich so an Glurak. Wenn du am Rand bist und ich vergiss immer wieder. Den Flammenwurf einsetzt, fällst du runter. Der Glurak macht die Attacke noch etwa 1 Sekunde lang. Du willst mit B nach oben retten, fällt Glurak runter. Das war peinlich. Und leider komplett mein Fehler. Was heißt komplett? Ja, natürlich, vermutlich ist es von den Entwicklern so gewollt, dass Glurak zurückweicht. Und ich vergesse natürlich immer wieder. Von dem natürlich schon mein Fehler. Nun gut, bin auch hier zum Lernen, nicht wahr? Natürlich zur Unterhaltung, so langweilig ich immer gewinnen würde. Ike, mein neuer Nummer 4. Ich habe schon lange nicht mehr mit ihm gezockt, ich hoffe ganz noch. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass Ike echt ein geiler Charakter ist und vor allem viel Schaden macht. Ganz kurz mal da kommen wir nicht mehr zum Testen, ey. Egal. 3, 2, 1, los! Sag mal. Ich hasse die Attacke echt. Aber schon mal erwähnt, dass ich die Attacke hasse. So, ganz cool ausgewichen. Da staunst du was, Nessie Boy? Wow. Mann, jetzt versucht es schon wieder den Quatsch. Ja, das kann doch richtig lustig werden. Ich hab die Attacke eine halbe Sekunde voreingesetzt. Hallo, jetzt. Oh, jetzt mach ich dann scheiß Ding drauf. Toll. Ich hasse, wenn die Verzögerung wirkt.
Ja, so weit ist dann doch die Reichweite nicht, wahr? Oh, verdammt, da war ein bisschen zu früh! Der war lange durch, ey. Und Ike ist eigentlich nicht gerade dafür bekannt, dass er schwache Attacken austeilt. Ah, das ist echt doof. Ja, wenn du Verzögerung drauf hast, kann natürlich den Konter vergessen. Da war jetzt ein bisschen Glück dabei. Ah, doch am Leitverzögerung drauf, okay. Ich kenne sie mittlerweile ein bisschen, wie sie kämpft. Also, sag jetzt mal so, für einen Profi mit Verzögerung kein Problem. Für mich mit Verzögerung natürlich großes Problem, aber ist nichts Neues. Genau in dem Moment wollte ich den Konter einsetzen. Oh Mann, Leute. Tja, es bringt natürlich, wenn Verzögerung drin hast. Deswegen mal ganz kurz den Kämpfer versus schon natürlich den Mitkameraden. Trotzdem, Andrea, vielen Dank für den Kampf. Ja, nee, danke für mich nicht mehr. Weil ich würde ein bisschen, dass es eine Verbindung liegt und hoffe natürlich mit dem nächsten Gegner, dass es dann ein bisschen besser wird. Oh je, oh je. 1 gegen 1. Naja, 1 gegen 1. Okay. Wenn jetzt nochmal Sonic war. Wir hatten Glurak, wir hatten Ike, mit allen sind eine Katastrophe, so doch mal mit Linke. Da muss irgendwie klappen. Ja, vor allem das mit Glurak, ja gut, ja. Trotzdem noch ein bisschen peinlich. Na, wird schon. Wird schon. Wie gesagt, das ist vor allem der erste Part und schon einzig in diesem Part wäre eine ziemlich gute Entwicklung. Und da haben wir die Mega Man-Mucke. Oh, chic, ey. Katastrophengegner für Link. Alter, was macht der? Sagen wir ganz ehrlich, sind eigentlich nur noch Vollprofis unterwegs, oder was? Wie der mit Chic umgeht, hey. Alter, da könnte er irgendwie an den meisten Turnieren ja abräumen mit Chic. War natürlich für mich, wie kämpfe ich denn gegen einen wie Chic? Wird er mich jetzt weggehauen? Ich hab doch die Wirbelattacke drauf, der hat doch viel höhere Priorität, als er Chic drauf hätte. Der hat mich mittendrin abgebrochen? Hallo? Leute, kann nichts machen. Oh, das hasse ich im Fall. Ne, ganz ehrlich. Es gibt nichts, was ich mehr hasse, als wenn ich nichts machen kann. Ist so. Tja, was bleibt jetzt eigentlich noch zu tun? Ne, also der Typ ist mir definitiv überlegen, da müssen wir gar nicht lange fragen. Oh! Wäre der jetzt echt noch hochgekommen? Alter, das glaubst du einfach nicht. Ganz ehrlich, wenn die meisten so drauf sind wie der, dann kann das Let's Play gleich beenden, weil dann habe ich keinen Bock mehr, da ständig zu verlieren. Ich meine, klar, wenn er noch besser, aber wie soll ich denn so jemanden besiegen, ey, der mit Chic so Kombos drauf hat? Und vor allem mitten in meinen Kombos noch irgendwie was ändern kann. Der war echt so, der konnte mitten in meinen Kombos drin sich noch wehren. Da frage ich mich doch, wie geht das? Normalerweise geht das gar nicht. Aber der hat es irgendwie geschafft. Hm. 3, 2, 1, los! Heute der vorsichtige Typ, wie es aussieht.
Nein, jetzt kommen die schon wieder mit diesen dämlichen Endlos-Kombos. Hey, Leute. Oh, was für eine Scheiße. Ich hasse solche Endlos-Kombos. Das ist nicht mehr fair für den Gegner, wenn du nichts mehr machen kannst. Nee, du musst dem Gegner die Chance geben, dass du dich noch wehren kannst. Das ist ja nichts anderes als einfach Moves auswendig lernen. Was macht der jetzt? Der kommt nochmal zurück, ja. Ja, haben wir noch ein bisschen gewundert. Gut, natürlich, wenn du irgendwie aus solchen Endlos-Kombos ihn unterbrechen kannst, trotz allem ist es natürlich was anderes. Wenn es wirklich solche Kombos gibt, wenn du mal drin bist, kommst du nicht mehr raus, dann sorry, aber werde ich von mir niemals sehen. Auch wenn die mal irgendwie lernen sollte, mache aber nicht, weil wie gesagt, ich finde es einfach unfair. Du sollst auf jede Kombination die Möglichkeit haben, dich zu wehren, weil sonst wirklich nur noch auswendig lehren und das hat mit Kämpfen selbst doch nichts mehr zu tun. Mit der schon zum Beispiel schon wieder. Ja, komm her. So, theoretisch und den Kapian sind wir natürlich im Vorteil, was natürlich nicht viel heißen mag. Oh nein, jetzt bin ich wieder. Der weiß genau, wie er Pummeluff einsetzen muss. Ja, das ist natürlich toll, wenn es im Part so ausgeht, wa? Pummeluff von Mr. A. Tja. Was soll man dazu noch sagen, wa? 1 gegen 1. Ich muss mir echt immer wieder im Hinterkopf sagen, es ist der erste Part, Mann. Es ist der erste Part, du kämpfst zum ersten Mal hier online, ist doch nichts dabei und so. Andererseits denken sie natürlich auch wieder, wenn die jetzt schon so gut sind und das Spiel ist ja eigentlich erst seit etwa 2 Monaten raus, also nee, fast 3 Monate bald, also sprich seit etwa Anfang Oktober. Die sind jetzt schon so gut drauf, wie gut sind die erst nach ein paar Wochen, Monaten, wenn du noch mehr trainiert hast und so. Willst du denn so noch die Gegner besiegen, vor allem wie gesagt mit diesen Endlos-Kombos, wenn da keine Chance ist, sie zu durchbrechen. Oh nee, bitte nicht. Ja gut, ich bin noch drin, okay. Dann war das Problem nicht bei mir. Alles klar. Ah. Annehmen können wir so spät nochmal. Toll. Jetzt wird sich los, ey. Tun wir ganz kurz das hin, nochmal zum Gucken, ob es immer noch so ist. Also mir sieht einfach die Verbindung gerade normal aus, wenn man ehrlich sein soll. Ja, WLAN habe ich. PC habe ich es auch. Jetzt was mal ganz kurz nochmal raus. Weil ein Kampf will ich jetzt dann zum Schluss noch haben, nochmal mit Glurak, weil irgendwie muss ich nochmal ganz kurz Revanche fordern. Ich weiß, wo der von Egen noch sagen, ja komm, auch noch irgendwie zuschauen und so. Und dann vielleicht doch nächstes Mal noch, dann mache ich jetzt einen Überlänge-Part, weil es der so seit langem ist. Ja doch, wieso nicht. Ihr habt es auch verdient. Und zwar wie, vor allem natürlich, wenn ich so eine schwache Leistung abliefere. 1 gegen 1. Es muss ja theoretisch möglich sein, jede Kombi zu kontern. Ich glaube, es ändert sich so, das muss doch. Aber wenn nicht, dann, und rennt vor allem ein Gegner mit Sheik da, der war ja übel. Okay. Schlussspurt. Volle Konzentration. Ausgerechnet Bowser. Du. Die Musik, die ist geil, der Kampf aber nicht. Und da singt sein Schild, doch das kümmert ihn nicht. Wow, ist das falsche Richtung, Glurak? Oh, verdammt, die hat die Reichweite wieder erreichen. Oh.
Ja, kann nur her. Versucht ein Glück. Natürlich ist Prio wieder höher von dem Typen. Alter, ich wollte gerade greifen. So. Ah, verdammt. Jetzt schon gedacht. Durch genau der Zeitpunkt, wo ich brauche. Ja. Nee, Leute, da bringt von das ganze Offline-Training nichts gegen die ganzen Level 9 Gegner. Ich sehe es ein, Level 9. Da Offline und so bringt gar nichts. Auch wenn du da 100 Mal hintereinander gewinnst, du hast trotzdem online gegen die meisten Typen keine Chance. 1 gegen 1. Nun dann, ja, trotzdem Dank fürs Zuschauen natürlich meinerseits. Es war ziemlich peinlich, das kann man gut so sagen. Trotzdem, Status weltweit. Nee, komm, einfach mal ganz normal zuschauen. Es war, ja, für mich durchaus interessant, noch das Ganze zu sehen. Hallo? Ja, ist gut. Warte endlich mal. Immer für jeden einzelnen Schritt 1000-mal eine Erklärung. Na ja, machen wir das hier, wa? Hä? Ja, mal 5. Dann Weiteinsatz wird erstattet. Was wollte ich gerade sagen und nicht mich irgendwie verplappern? Genau. War durchaus interessant, das Ganze mal so zu sehen, auch wenn wir wie oft gewonnen haben. 1 oder 2 Mal. Mehr war es, glaube ich, nicht, den Rest verloren haben. 1 oder 2 Kämpfe waren durchaus noch knapp. Andere waren doch offensichtlich, was mindestens mal das Verlieren betraf. Man sieht jetzt mal zumindest, was man so online noch alles beachten muss. Sei es jetzt mal zum einen bezüglich einer Verzögerungen, andererseits natürlich auch, wenn man gut die Charaktere kennen muss, ist natürlich sehr wichtig, was die für Attacken drauf haben können. Und vor allem, und da kann man glaube ich immer wieder was lernen, da lernt man nie aus, die Kombis. Aber ganz ehrlich Leute, da musst du so viel Zeit damit verbringen, für jeden einzelnen Charakter, damit du alle wieder kennst, komplett auswendig kennst und weißt, ja, der kann die und die Kombination, der führt den und den Schritt aus, dessen Attacke geht so und so weit, etc., damit du alles, damit du im Grunde genommen der perfekte Kämpfer werden kannst. Das ist nur schon ein guter Gedanke daran, aber werde ich wohl nie erreichen, zwar aus dem Grund, weil ich dann eigentlich vollkommen darauf konzentrieren müsste. Sprich, alle anderen Online-Let's Plays, natürlich vor allem auch alle anderen sonstigen Let's Plays und alle hinten anstellen, nur sagen, ich sag nur noch Super Smash Bros., weil ich das Ziel habe, der Beste zu werden. Ja, gut, natürlich das Ziel, aber natürlich schon, dann vermutlich jeder, der jetzt sagt. Abgesehen natürlich vom Offensichtlichen, und zwar ein Spaß. Trotz allem muss man einfach sagen, wirklich alles perfekt zu können, wird man wohl nicht schaffen. Aber zumindest mal ab und zu, dass man einfach sagt, ja komm, trainier's einfach mal. Und dann, ja, Learning by Doing hein, nicht wahr? Learning by Doing, so rum mit dem Schuh draus. Dann klappt das schon. Irgendwie, irgendwo, ich hoffe zumindest mal. Natürlich hier schwer zu sehen, ich meine, sind ja natürlich auch im Prinzip ein normaler Kampf, aber trotzdem 4 Gegner auf dem Feld. Bei 4 ist es natürlich schwierig, wenn du irgendwie überlegst, wie soll es da gut sein? Es sind natürlich Zweierteams, wäre natürlich ein bisschen einfacher. Trotzdem war es halt mehr als zwei Charaktere auf dem Feld sind, sprich du mehr als einen Gegner hast. Jetzt bereits ein bisschen schwierig, die ganze Übersicht zu behalten und noch rechtzeitig zu kontern, zu überlegen, welchen Move mache ich jetzt. Und so weiter und so fort. Toll, jetzt ist aber lustig. Ja, Schulk und sein Unten-Smash. -5 verloren. Nächster Kampf. Ja, aber nicht mehr für mich. Ich muss den trainieren gehen, beziehungsweise erstmal hier fertig aufnehmen und dann, ja. Mal schauen, wie es weitergehen könnte. Hier bei Super Smash Bros. Online. Nächster Part wird dann auf der Wii U sein. Da muss ich dann ganz unbedingt trainieren. Klar, ist ein bisschen größer Bildschirm und so. Und vermutlich auch ein bisschen bessere Steuerung wegen Gamecube-Controller. Aber trotzdem denke ich mal, es wird keinen großen Unterschied machen. Und hoffe trotzdem, dass er wieder mal dabei sein, wenn es darum geht, auf der Wii U gegen die ganze Welt anzutreten. Und vielleicht sogar in einen oder anderen von euch. Wer weiß. Bis dahin, ciao zusammen!